Was hast du mit ihr gemacht? Ich habe sie besiegt. Sie hat sich selber in eine Eule verwandelt und ich habe sie dann eingesperrt. Wie hast du das gemacht? Wenn man es kann, dann geht es ganz einfach. Ich habe schliesslich auch lange geübt. Wenn ich sie nicht eingesperrt hätte, hätte sie mich todsicher gerade aufgefressen. Gefressen? Sie hätte dich gefressen? Ja, ich war eine Maus. Du meinst, du hast dich... In eine Maus verwandelt. Klar, Eulen sind wild auf Mäuse. Darum habe ich also Tante Eulalia als Maus in den Käfig gelockt. Im letzten Moment bin ich dann rausgeflitzt. Und dann hast du dich wieder zurückverwandelt? Muss ich ja auch. Oder hast du das Gefühl, ich sehe immer noch aus wie eine Maus? Und die Rabe? Was ist mit der Rabe? Denen geht's gut, das siehst du schon noch. Aber zuerst gibt es jetzt anfangen zu fressen für die Eulen. Keine Angst, Tante Eulalia, ich lasse dich schon nicht verhungern. Wir haben noch viele Mäuse im Keller. Und jetzt schnell in die Küche. Du wirst staunen, was wir uns für dich ausdenken. Mir? Was meint Mascha mit mir? Die Eule war schon ein rechter Schock für ihn. Und der erste tote Mäuse. Ob er noch mehr überlebt, da ist sich der Philipp gar nicht sicher. Aber die Mascha bemerkt das nicht. Sie rennt ihm wieder davon, rein ins Haus. Also bei dieser Eule will der Philipp keine Sekunden alleine bleiben. Und so rennt er der Mascha nachher. Die Mascha ist schon in der Küche, wo er sie endlich eingeholt hat. Sprachlos bleibt er stehen. Sie sind nicht alleine. 7 Augenpaare schauen ihn gewundert an. Und 7 Müller lachen ihn an. Und 7 Hänge winken ihm zu. 7 Gielen hocken um einen grossen Tisch herum. Siehst du, es geht ihnen gut. Die Raben sind wieder das, was sie vorher waren. Wie hast du das gemacht? Mit dem Zauberstab von Tante Eulalia. Ehrlich gesagt, es war gar kein besonderes Kunststück. Und wo ist er jetzt? Der Zauberstab? Gut versorgt. Ich glaube, den werde ich ab und zu einmal brauchen. Aber jetzt solltest du einfach mal meinen Cousin Hallo sagen. Das sind deine Cousins? Ja. Ihre Mutter war eine meiner vielen Tanten. Ich bin der Philipp. Ich bin sehr froh, dass ihr aus dem Käfig raus sind. Und da geht die Begrüsserei los. Sie haben alle ein bisschen komische Namen. Der erste heisst nämlich 1, der zweite heisst 2, der dritte 3 und so weiter bis zum Gil, der 7 heisst. Aber eigentlich ist es noch ganz praktisch, um sich die Namen zu merken. Und jetzt wollen wir feiern. Ja, man erkennt die Küche fast nicht mehr. Zwar ist gäng noch das gleiche Puff, vielleicht sogar noch das grössere Chaos. Aber sie ist nicht mehr düster und unheimlich, sondern hell, freundlich und wunderschön geschmückt. Alle Fenster sind offen und die Sonne lacht rein. Farbige Ballone hängen an der Decke und mindestens 100 Girlanden. Und auf dem Tisch steht ein Schokokuchen und eine Rüebli-Torte, eine Eistorte und eine Quarktorte. Zum Trinken gibt es Sirup und Gocki, Eistee und Orangensaft. Überall dazwischen liegen Gummibärli, Täfeli und Schleckstängel. Der Philipp sitzt neben der Mascha. Für einen kurzen Augenblick, gerade so, wie wenn sich manchmal ein Wolkenschatten schnell vor die Sonne schiebt, wird es Philipp eng ums Herz. Mascha, bleiben deine Cousins jetzt da? Warum nicht? Das Haus ist ja gross genug. Sie streicht sich eine von ihren rosa-goldigen Locken hinters Ohr. Der Blick aus ihren grünen Augen trifft Philipp mitten in sein ängstliches Herz. Und dann sagt sie so leise, dass es nur er hören kann. 7 Cousins sind 7 Cousins, das muss ich dir auch nicht erklären. Aber du bist mein einziger Freund. Da ist der Wochenschatten vorbei. Eine aufregende Woche liegt hinter ihm. Und sicher wird es weitere spannende Abenteuer geben, zusammen mit der Mascha. Er wollte es nicht anders wollen und er würde seine Meinung auch nicht ändern. Die Mascha Marabu ist seine Freundin. Und sie ist jetzt nun mal ein Happy.